Schönen guten Morgen. Servus. Grüß dich. Servus. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe jetzt die Schneelandschaft genossen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen in Ladendorf bei der Verleihung des Prädikats Naturbadschule unserer Schule. Ganz besonders begrüßen darf ich die Stellvertretung den Herrn Landeshauptmann, den Landesrechtlichen Magister Barbara Schwarz. Eine besondere Freude ist jetzt den Landtagsabgeordneten Manfred Schulz bei uns begrüßt. Den Präsidenten der Naturparke Österreich, Magister Wolfgang Meyer. Vorsitzender darf ich meinen Bürgermeisterkollegen beginnen mit Jens Brunn aus Kangel. Ich bin Leiter Niederleiter Österreich. Manfred Weizer. Stellvertretend für alle Mitglieder des Gemeinderates, Vizebürgermeister Erik Zeiler. Außerdem Und wir werden die 1a, die 1b und die 2. Klasse bitten. Wunderbar, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr. Heute ist Montag, eigentlich kein besonderer Tag. Wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, aber das hier ist keine Weihnachtsfeier. Und trotzdem haben sich so viele da zusammengefunden. Es hat heute geschneit, das freut sich für viele sehr, aber wir sind auch nicht wegen dem Schnee da zusammengekommen. Es ist ein ganz besonderer Tag und ein ganz besonderer Anlass. Wir bekommen heute das Prädikat Naturparkschule überreicht. Und da bin ich wirklich sehr stolz darauf. Und wir sind die erste Naturparkschule in Weilheim. Deswegen sind wir hier zusammengekommen. Liebe Kinder, ihr sitzt alle hier gemeinsam mit euren Lehrerinnen und ihr habt etwas vorbereitet, das ihr uns zeigen möchtet. Es sind Eltern da und Verwandte und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass Sie da sind, weil heute ist ja eigentlich ein Arbeitstag und ich weiß, dass viele von Ihnen arbeiten und trotzdem haben Sie Zeit gefunden, uns die Ehre zu erweisen. Und da sage ich herzlichen Dank und herzlich willkommen. Sehr geehrte Frau Landesrat, jetzt die Abgeordneten, liebe Bürgermeisterkollegen, liebe Eltern, aber vor allem liebe Kinder. Ich bin heute 200 Kilometer hergefahren, über 2 Stunden, aber das war es da einfach wert. Es freut mich so wahnsinnig, dass eine neue Schule heute gemeinsam mit der Frau Landesrat realisiert hat. Der kriegt eine Ortsurkunde, Naturparkschule und Naturpark Weißenberg. Es gibt in Niederösterreich 10 Naturparkschulen. Ihr seid jetzt die 10. Und in ganz Österreich gibt es über 90 Naturparkschulen. Und in Europa gibt es so wahnsinnig viele Ideen, gleichen sich total anders aus. Sogar die Naturparke. Es gibt so viele Naturparke und die sind so wichtig. Aber die Naturparke alleine sind nicht wichtig, sondern dass wir wissen, wie wichtig die für uns sind. Vor allem, müsst ihr die wunderbare Natur auch für euch, für die Zukunft, für alle Kinder, die noch kommen, erhalten.
Da wünsche ich euch viel Freude, dass vielleicht andere Naturpark sind, dass sogar heuer den ersten Naturpark Kindergarten eröffnen. Das ist ja das noch. Das gibt es auch schon, der erste in Niederösterreich. Da gibt es auch schon in Österreich wieder. Vielleicht gibt es auch einmal da den Naturpark Kindergarten. Das ist alles richtig, ja. Aber wichtig ist, dass ihr diese Idee mitschreibt. Ich wünsche euch alles Gute und am Schluss werde ich euch dafür Gibt's nicht ein Museum da im Naturpark? Ja, du hast recht, da kommen wir jetzt auch vorbei. Schau, da Da schau, ein Reh. Und da, ein Haus. Weißt du, wenn ich zaubern könnte, zauberte ich dir im Nu. Seitdem ich mit Zeit verwöhnte und noch etwas mehr dazu. Zeit zum Hören, Zeit zum Sehen und um dies und das zu tun. Zeit durch einen Wald zu gehen, sich auf diesem auszuruhen. Ja, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Begleiterinnen, liebe Frau Direktor, liebe Lehrerinnen und Lehrer, weiß ich jetzt nicht, da schon mal Lehrerinnen, aber auch, dass ich niemanden vergesse, liebe Fest- und Ehrengäste. Das letzte Lied hat vieles auf den Punkt gebracht. Die Kinder haben gesungen, wenn ich zaubern könnte, würde ich dir Zeit zaubern. Dann haben sie manches angesprochen, wofür man denn Zeit gerne haben würde. Und besonders schön hat mir gefallen, um etwas zu hören, was man vielleicht sonst nicht hört, um auf einer Wiese zu liegen und auszuruhen. Und dann sind mir die Trockenrasenwiesen der Leiserberge eingefallen, wenn man sich da hinlegt. Ich komme jetzt aus der Wachau. Wir haben eine ganz ähnliche Landschaft und eine ähnliche Struktur. Auch wir haben Trockenrasen, das gleich hinter meinem Haus. Also ich kann mir die genauso anschauen wie hier. Es ist nicht ein Naturpark. Aber wenn man sich in so eine Wiese legt und die Augen zumacht und einmal nur hört, was hört man denn da? Was hört man? Vögel hört man, die haben sie heute auch schon besungen. Die singen ganz unterschiedlich. Die machen unterschiedliche Geräusche. Was kann man noch hören? Im Sommer vor allem. Hasen kann man auch hören, wenn sie gerade vorbeihoppen, so verschiedenerweise. Ja. Aber man hört zum Beispiel die Grillen zirpen, oder? Das wolltest du sagen, das wollten viele sagen. Ja, wenn sie die Nuss knacken. Also man kann ganz viel hören und man kann überlegen, was können das für Tiere sein. Man möchte bitte alle die Ehrengäste mit herausbitten, dass wir jetzt Frau Direktor für eure Schule die Urkunde als Naturparkschule übergeben. Es ist eure Urkunde, ihr habt es jetzt geschafft und ihr passt mir bitte ganz genau und gut auf die Natur auf. Ja? Auf jeden Käfer, auf jeden Schmetterling, auf alle Hasenfliegen, was sonst herumlaufen. Ihr seid dafür verantwortlich. Dankeschön. Ja? Manfred, ein bisschen zurück. Passt schon. Jawohl. Und er mit dem Board, du schau zu mir her. Ja, genau.